Ich bin hier in der SAB Ausbildungsberatung in der Grillparzer Straße in Graz und neben mir steht die Frau Magister Monika Neuhauser, die Leiterin der Ausbildungsberatung. Frau Neuhauser, Sie sind von der Schul- und Ausbildungsberatung eben, das heißt, Sie machen das ganze Jahr über eigentlich das, was auch auf der BEST passiert, nämlich junge Menschen darüber zu beraten, was sie mit ihrer Zukunft anfangen sollen. Worauf kommt es dabei eigentlich an? Ja, wir sind eine Beratungsstelle, die schon seit langer Zeit in der Steiermark tätig ist, und zwar schon seit fast 20 Jahren. SAB steht für Schul- und Ausbildungsberatung, und unsere Kernbereiche sind einerseits die Schullaufbahnberatung, also da geht es um die Frage, wohin nach der Volksschule, und dann natürlich an der nächsten Stelle die Frage, wohin nach der 8. Schulstufe. Und ein weiteres ganz großes Beratungsfeld ist die Maturanten- und Studienberatung. Da ist natürlich die Herausforderung eine noch viel größere, denn hier gibt es natürlich ganz, ganz viele Ausbildungswege zur Wahl, und da brauchen die Jugendlichen natürlich ebenfalls Unterstützung und Hilfestellungen, um den richtigen Ausbildungsweg, das richtige Studium zu finden. Das ist als unabhängige Beratungsstelle, als schulexterne Beratungsstelle eben eine unserer zentralen Aufgaben. Also die Schul- und Ausbildungsberatung kommt immer dann zum Einsatz oder zum Handkuss, wenn einschneidende Veränderungen in der Schul- oder Ausbildungslaufbahn anstehen. Angenommen, ich bin jetzt 10, 14 oder 18 Jahre alt und habe eigentlich keinen Schimmer, was ich weitermachen will. Wie wird mir da beim SAB geholfen? Ja, also unsere Beratung orientiert sich sozusagen an den Schnittstellen im österreichischen Bildungssystem. Und immer an diesen Schnittstellen, wo sich die Bildungswege verzweigen, ist es natürlich eine schwierige und auch eine sehr wichtige Entscheidung für die weitere Zukunft des Jugendlichen oder des jungen Erwachsenen. Natürlich gibt es sehr viele, die wissen schon sehr genau, was sie machen möchten, egal ob die jetzt 14 sind oder ob die 18, 19 sind dann und schon die Matura haben. Aber es gibt natürlich auch sehr viele, und ich denke, das ist auch die Mehrheit, die noch nicht so richtig entschieden sind und die noch nicht wirklich genau wissen, was sie einmal angehen möchten. Da gibt es bei uns natürlich dann entsprechend das individuelle persönliche Beratungsgespräch. Bei den Jüngeren sind immer die Eltern mit dabei, denn die müssen diese Entscheidungen oder sollen die Entscheidungen ja auch tragen und mit unterstützen. Bei den zukünftigen Maturantinnen und Maturanten oder denen, die die Matura schon haben, ist es eher so, dass die Entscheidung selbstbestimmt getroffen wird und die Eltern zwar noch ein bisschen so im Hintergrund beratend fungieren, aber da geht es in erster Linie natürlich darum, dass der Jugendliche und junge Erwachsene die Entscheidung selber trifft. Wie kann man helfen? Man kann helfen durch ein umfassendes und aktuelles Informationsangebot über die verschiedenen Möglichkeiten. Und das ist auch das, was wir bieten, nämlich die Information über alle Wege, natürlich auch die Vergleiche und so weiter, die Entscheidungshilfen dazu. Wir helfen auch, die Interessenlage zu bestimmen und die Begabungen und Stärken herauszufinden. Wir haben auch Psychologinnen bei uns im Team dabei, die standardisierte Tests anbieten. Und dann erfordert es halt natürlich eine ausführliche Interpretation und Hilfestellung, Entscheidungshilfen, um dann wirklich das Richtige zu finden. Es ist so, dass die Jugendlichen oft sehr gut informiert zu uns kommen, haben schon vieles aus der Schule oder beim Messen in Erfahrung gebracht. Und da geht es dann wirklich sehr oft um genaue Details. Es geht oft auch darum, Entscheidungen noch einmal abzusichern. Es geht vielleicht auch darum, Alternativen zu suchen, falls es doch nicht klappt mit dem geplanten Weg. Und es geht vor allem auch darum, Mut zu machen, eine Entscheidung zu treffen, die von den persönlichen Interessen, von den persönlichen Begabungen und Vorstellungen gesteuert ist und sich vielleicht nicht so sehr beeinflussen zu lassen von aktuellen Arbeitsmarktprognosen, wobei das natürlich auch ein Aspekt ist, der bei diesen Entscheidungen immer mit berücksichtigt wird. Jetzt ist das Stichwort Messe schon gefallen. Auf der BEST und SBIM in Graz sind Sie am Stand A135 zu finden. Was erwartet die Informationssuchenden dort? Ja, also unser Auftritt auf der Messe hat sozusagen mehrere Aufgaben zu erfüllen. Einerseits sind wir die Anlaufstelle für die allgemeinen Fragen, jetzt bezogen auf die Gruppe der Maturanten, Maturantinnen. Da sind wir im Auftrag des Unterrichtsministeriums die Orientierungshilfe
für die Maturanten. Das heißt, einfach die Information über alles, Hilfestellungen, wie nutze ich das Messeangebot und so weiter. Wir sind aber auch die Stelle, die eben im Rahmen der angebundenen Messen, der SBIM, sozusagen auch für die anderen Zielgruppen jeweils Informationsmaterialien, eine neue Broschüre auch für die 14-Jährigen auf der Messe präsentieren wird und im Vortragsprogramm auch eben eingebunden ist in diese Aufgaben. Letzte Frage, wir stehen jetzt gerade vor der Livestream-Kamera. Was möchten Sie den Zuschauern noch mitgeben und warum zahlt es sich aus, auf die BEST und SBIM in Graz auch hinzukommen und sich nicht nur den Livestream anzusehen? Der Livestream ist sicher eine ganz tolle Sache, aber ich glaube, es ist ganz wichtig, auch persönliche Gespräche zu führen. Die Messe ist eine tolle Möglichkeit, sich einmal einen umfassenden Überblick zu verschaffen über die verschiedenen Möglichkeiten, vielleicht auch etwas zu entdecken, was man noch nicht so bedacht hat. Manchmal findet man ganz eine neue Ausbildungsvariante und interessiert sich dann dafür. Es ist wichtig, hier auch mit Studierenden zu sprechen, mit Vertretern, Vertreterinnen der verschiedenen Schulen oder Ausbildungsinstitutionen. Also diese Möglichkeit des persönlichen Gesprächs, die sollte man hier auch nutzen, Fragen zu stellen. Hoffentlich kommen auch die entsprechenden Antworten dann auf diese Fragen. Ich denke, so eine Messe ist einfach ein guter Einstieg, einerseits einmal in das Thema, andererseits ist es aber auch eine gute Gelegenheit, dann im Detail ganz gezielt nachzufragen, nutzt auch denen, die sich schon vielleicht was zurechtgelegt haben und es vielleicht noch einmal abklären und hinterfragen möchten. Frau Magister Neuhauser, vielen Dank für das Gespräch und jetzt geht es aus der Grillparzer Straße zurück auf das Gelände der Messe Graz zur BEST und SBIM.